Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 15. Spieltag, Bayern gegen Bremen, 6-1. Ja, ich meine, wir haben alle gesehen, dass der Levi in der Krise ist. Erstmal, wenn ich noch ein bisschen müde anhöre, ja, ist so. Bin jetzt eine Stunde wach. Aber, ja, auf geht's. Wie gesagt, wir haben gesehen, dass der Levi in der Krise ist. Und dass der Coutinho quasi auch eine Wurst ist. Das ist ja so der Tenor der letzten Wochen. Ja. Ich denke, das Spiel sagt alles. Wir gucken mal kurz in die Statistiken rein, würde ich sagen. Zack. Ja, Ballbesitz 73%. Fouls, wir haben ganz schön gefoult diesmal. 15:13. Zweikämpfe, ja, 43% nur gewonnen. Das ist, sind wir Besseres gewöhnt. Aber ansonsten, ihr seht Schüsse insgesamt 28:10. Schüsse aufs Tor 14:2. Ecken 8:2, Flanken 24:3. Ja. Sagt eigentlich alles aus. Schüsse insgesamt, ja auch. Levi 9, Coutinho 8. Seht, ich muss mal hier runterscrollen, glaube ich. Torschussvorlagen. Perisic 5, Coutinho 4, Pavard 3 und ansonsten Thiago hat 7 gewonnene Zweikämpfe, Alaba 5, Coutinho auch 5. Das ist schon mal erwähnenswert für Coutinho, für einen Offensivspieler. Ballkontakte, ja, ist man ja gewohnt. Thiago 119, Davis 110, Alaba 107. Also 110 von Davis ist schon eine Hausnummer. Gefoult worden, ja. Interessiert eigentlich nicht. Kimmich 4-mal, Coutinho 2-mal, Goretzka 2-mal. Oh, Wahnsinn, dass der Goretzka hier in der Statistik auftaucht. Ja. Goretzka war das ganze Spiel über gar nicht zu sehen. Ich weiß gar nicht, was der auf dem Platz stand. Ich mag den Goretzka, ich finde den klasse, aber heute hätte sie ihn, ja, hätte sich auch an der Eckfahne einen Stuhl hinstellen können. Wäre auch selber rausgekommen. Ja, den hast du gar nicht gesehen. Traurig aber wahr. Sowohl hinten nicht, vorne nicht. Ich weiß nicht, wo er war. Irgendwo. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat sich mal im Mittelkreis hingestellt, hat eine Klappe aufgemacht und hat sich unten unter dem Spielfeld versteckt. Also, gar nicht gesehen, den Kerl. Ja, Gnabry hat man zwar gesehen, aber Leute, keine Ahnung. Note 4. Komm, wir sind mal human, weil wir 6-1 gewonnen haben. Kriegt der Gnabry eine 4 und der Goretzka eine 5. Dann hättest du beide aber auch abtauchen lassen können. Und natürlich der Oberhammer. Wir müssen ja noch ein bisschen Spielraum haben. Also deswegen geben wir den Goretzka auch nur eine 4. Weil der Boateng war eine 8. Leute, was ist mit dem denn los? Hä? Junge, der war ja gar nicht auf dem Feld. Also den kannst du da hinten auch nicht mehr stellen. Ernsthaft? Ich meine, vielleicht ist er ein Tacken schneller wie der Martinez, ja? Aber wie kann ich denn dann so ein schlechtes Stellungsspiel haben? Also, er hat sich ja richtig abkochen lassen von dem, ich weiß nicht mehr, wie er hieß da, von dem Bremer. Junge. Mega. Hier, Rashica oder so, wie der heißt. Lächerlich. War auch richtig, dass es jetzt zur Halbzeit drin geblieben ist. Also, weiß ich nicht. Hat er sich eigentlich gefangen gehabt die letzten Wochen, aber heute, das war unterirdisch. Das war echt unterirdisch. Ansonsten, klar, wir haben eigentlich nichts zu meckern beim 6-1, ja. Ehrlicherweise muss man sagen, es hätten nach 15 Minuten schon 3-0 stehen müssen. Aber wir haben es wieder nicht geschissen gekriegt, in der ersten Halbzeit die Tore zu machen. Gut, wir haben dann in den letzten 3 Minuten noch 2 gemacht. Aber vorher, wir haben so viele Chancen wieder gehabt und sie wurden kläglich vergeben. Ja, auch der Levi kläglich. Also ein bisschen mehr, nicht immer hier auch. Ja, er hat gespitzt 1, 2, 3. Das kann der Coutinho vielleicht machen. Aber der macht das dann auch erst, wenn es irgendwie 3-1 steht oder sowas. Aber
Da hatte ich schon wieder ein bisschen befürchtet, dann kriegst du einen so ein Ei da reingedockelt da, aber wie gesagt, die ging klar auf den Boateng, also. Und danach die Chance ging auch klar auf den Boateng, also. Das war vollkommen richtig, der hat gar kein Land gesehen, ne? Dass du den rausnimmst. Da muss man nochmal den Alaba loben, ja, der das seit Wochen da als Innenverteidiger wirklich sehr, sehr gut spielt. Klar kommt ihm die Schnelligkeit auch zugute und auch, dass er natürlich erfahren ist in der Abwehr als linker Verteidiger. Aber dass er das so gut macht. Ich meine, Pep hat sie eingeführt gehabt damals. Aber ja, Hut ab. Ich meine, wir hatten jetzt nicht die richtigen Kanonen als Gegner so, aber auch gegen ja, Gladbach und Leverkusen hat das gut gemacht. Also von daher Hut ab von meiner Seite. Pavard war heute nicht ganz so gut, muss ich sagen. Er hat viele Flanken einfach wild reingeballert, die, ja, keine Ahnung, wie kamen. Ihr merkt es immer noch ein bisschen erkältet. Die kam irgendwie, ja, zwischen Himmel und Hölle. Er hat auch keinen guten Tag gehabt. Aber wenn ihr jetzt hört, dass so viele nicht einen guten Tag hatten und wir trotzdem 6-1 gewonnen haben, spricht auch für sich. Aber da muss man auch klar sagen, Thiago, muss ich sagen, hat mir auf 8 gar nicht gefallen. Der kam ja gar nicht richtig ins Spiel. Irgendwie hat er seine Position gesucht, hatte ich so das Gefühl, erste Halbzeit. Er wusste nicht, gehe ich jetzt da noch mit, gehe hier und wo er dann, wo Kimmich wieder Rechtsverteidiger war, wo er dann wieder der Sechser war. Da war er gut, war richtig gut sogar heute. Zweikampfstark, hat keine hirnlosen, wilden Pässe gespielt irgendwie hinten. Vorne kann er das auch machen, ja, ist das mal völlig in Ordnung, wenn du vorne mal einen Ballverlust hast. Da spricht ja nichts gegen, aber wenn er deine eigenen Hälfte so einen Dinger immer hat, hat er heute nicht gehabt, hat heute wirklich gut gespielt. Hat mir auf der 6 auch besser gefallen wie auf der 8, auch wenn er für mich halt kein Sechser ist, muss ich auch ganz klar sagen. Ne? Aber die Diskussion brauchen wir nicht wieder aufmachen. Auf jeden Fall hat er das gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber man muss natürlich sagen, die Bremer stand auch nur hinten drin. Ja? Da hätte sie auch ohne Sechser spielen können. Also. Die haben ihren einen Stürmer hier, Rashica oder wie er heißt, da vorne stehen gehabt und das war's. Sonst war da gar nichts. Muss man ja auch mal sagen. Die standen nur hinten drin. Und dafür haben sie dann halt auch 6 Stück kassiert und ja, wer das Spiel gesehen hat, wir hätten locker 10 machen müssen. Wirklich müssen, ja. Was wir da liegen gelassen haben, gerade erste Halbzeit, war wieder legendär. Auch Start in die zweite Halbzeit, also. Ja, wie gesagt, Levi ist in der Krise, hat heute nur 2-mal getroffen. Er hätte eigentlich 4 machen müssen, er hat leider nur 2-mal getroffen, weil er in der Krise ist. Ja. Ich hab's ja, ich weiß gar nicht, im letzten Video gesagt, auf jeden Fall hatte ich die Diskussion die Tage. Da muss man keinen Fass aufmachen, nur weil ein Stürmer mal 3 Spiele nicht trifft. Wenn er vorher getroffen hat wie am Fließband, das ist völlig normal. Das wird dem Werner auch noch passieren. Er hätte heute wieder einen Elfer reingemacht oder was. Der auch schon 16 Hütten. Auch da Hut ab. Und da mal ganz kurz ein paar Worte zu. Ja, meine Meinung steht da nicht. Wir hätten den halt einfach holen müssen vor der Saison. Das ist ein Trauerspiel, dass der da so abgeht. Und ja, wenn die Leipziger Meister werden sollten, ja, wir machen mal Fragezeichen, wer weiß, aber spielen ja aktuell konstant. Ja, welche Argumente willst du dann haben, um den Werner nach München zu lotsen, wenn er da glücklich ist, wenn er da anerkannt ist in der Mannschaft und so weiter. Ja, aber das ist ein Zeichen der Brazzo, was Brazzo für eine Figur macht, so als unser Transfer-Heini. Keine gute in meinen Augen bisher. Den haben wir uns halt einfach, den hätten wir ja für kleines Geld gekriegt. In Anführungsstrichen. Also, keine Ahnung, bin gespannt, ob er noch kommt. Ich glaube es fast nicht. Muss ich ehrlich sagen. Weil warum sollte er in Leipzig weg, wenn er da so gehypt ist, so anerkannt ist und hat einen guten Trainer mit dem Nagelsmann. Also. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich hätte es mir gewünscht, weil wie gesagt, ich sehe ihn auch hinterm Levi. Bisschen weiter zurückgezogen. Ich glaube, spielt er jetzt in Leipzig auch sogar, spielt ja auch nicht vorderste Spitze, ne? Und ich hätte ihn zur Not auch auf Außen gesehen, also so auf Halbposition, was so ein Coutinho jetzt halt auch spielt. Ja, beim Coutinho hat man klar gesehen heute, erste Halbzeit, naja, weil ja, er doch irgendwie links gespielt hat. Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist nicht seins, er hat es ganz gut gemacht.
So halblinks hat er gespielt. Links hat linken Mittelfeldspieler, offensiv hatten wir ja gar nicht. War der Davis, deswegen war die linke Seite auch tot. Deswegen ging viel über Gnabry, der komplett enttäuscht hat heute. Obwohl ich habe ihn heute einmal wirklich einen Sprint durchziehen sehen nach hinten. Hut ab, ja. Dafür ist er aber auch 5-mal vorne stehen geblieben, wie immer. Werde ich nicht warm mit der Einstellung. Tut mir leid. Sage ich in jedem Video und kann ich mich auch nur wiederholen. Es war heute wieder genauso. Also, er verliert vorne einen Zweikampf. Dann versuchen 3 Mann zu pressen, die werden dann überspielt. Ja, was macht der Gnabry? Steht vorne und wir kämpfen dann den Ball an der Mittellinie und spielen den Ball wieder auf den Gnabry und er steht natürlich noch im Abseits, weil er seinen Arsch nicht bewegen konnte, mal 10 Meter zurückzurennen. Also, ja. Ich meine, so gut er und so viel Lust er hat nach vorne, so wenig und so schlecht ist er nach hinten. Das geht vielleicht in der Bundesliga gegen so Clubs wie Bremen, sag ich mal, aber also international muss... Ich weiß nicht, das muss er einfach mal in seinen Schädel kriegen, dass er einfach auch mal nach hinten Vollgas geben muss und nicht immer nur so alibi-mäßig. Meine Meinung. Ja, Coutinho hast du dann gesehen, zweite Halbzeit. Wurde ja dann umgestellt, nachdem der Boateng in der Kabine geblieben ist, was völlig richtig war, ja. Also nach der Leistung kannst du den kannst du nicht mehr brauchen bei uns. Ohne Scheiß, gib den kannst du umsonst weggeben. Möchte ich wissen, was der verdient, aber unter 12 Mille geht der bestimmt auch nicht weg bei uns. Also Jahresgehalt, wenn nicht mehr. Von daher, lass ihn irgendwo nach Italien, da ist ein bisschen langsamer alles, da kann er noch ein bisschen da hinten rumstehen, aber... Junge, ey. Junge, auch seine Pässe und so, der war heute Totalausfall. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, ja, keine Frage. Wir werden es ja sehen, vielleicht. Die letzten Wochen war ja nicht so schlecht, muss man ja auch fairerweise sagen. Muss ihn jetzt nicht wieder zerreißen, aber generell halt seine Leistung oder seine Lust bei uns zu spielen, so das letzte Jahr ist halt einfach nicht gegeben. Und ja, dann soll er sich halt verpissen, wenn er keine Lust hat. Ist halt einfach so. Ja, was ich sagen wollte, Coutinho hast du gesehen da, ne? Zweite Halbzeit. Ja, so Freigeist hinterm Levi quasi, ne? Und dann auch wieder ein bisschen auf die 8 zurück. Hat er auch ganz gut gemacht und ja, bitte, wir haben es gesehen nach vorne. Wenn er dann noch einen mitspielenden Spieler hat, haben wir gesehen, was geht heute. Da war ja das erste Tor okay, ja, aber das zweite und dritte von ihm war ja mega. Also wirklich mega. Und der hat aber noch, ich glaube, 2 sogar vorbereitet. Was willst du noch sagen? Wenn er immer so spielt, ja, dann können wir über 100 Millionen reden, aber wir werden es sehen. War auf jeden Fall sein erstes wirklich starkes Spiel. War jetzt aber auch nur eine Halbzeit, obwohl, wie gesagt, erste Halbzeit, ja. Ist nicht seine Posi, man hat es auch gemerkt, er ist immer wieder so in die Mitte ein bisschen mehr. Obwohl ich schon verlange von so einem Spieler, dass er auch mal links spielen können sollte. Oder halblinks. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen wirklich super, wie ich fand. Ansonsten Alaba hat mir wie immer sehr gut gefallen heute. Davis war auch stark, ja. Selbst den Perisic muss ich loben mal wieder. Sicher im letzten Video schon. Er ist auf jeden Fall angekommen. Unterm Kovac hat da immer irgendwie so, weiß ich auch nicht. So Larifari irgendwie keine Einstellung gehabt zum Spiel. Das hat sie unterm Flick geändert. Reißt sich den Arsch auf, er ackert und ja, dann war so eine legendäre Chance da versiebt. Sah gut aus dem Winkel, aber der hat er dann halt nicht getroffen. Alles gut, hat mir aber ganz gut gefallen. Kimmich hat mir heute nicht so gut gefallen. Auch auf der 6 nicht. Hat viele Zweikämpfe verloren. Kam nicht wirklich klar, dass er wieder so eine halbe Manndeckung hatte irgendwie. Als Rechtsverteidiger, ja, da war er dann, ja, er war da. War jetzt auch nicht überragend oder sowas. Hat auch nicht so einen wirklich guten Tag gehabt, so Durchschnitt, würde ich sagen. Aber da sieht man schon, ja, es hat halt, oder da sieht man mal, wie schwach die Bremer waren, beziehungsweise die haben sich halt einfach nichts getraut. Ne? Glaube ich 3, 4 Konter gefahren, ja, man es Konter nennen kann. Und sonst standen die mit 11 Mann in der eigenen Hälfte, also, ja. Gibt's eigentlich mehr zu sagen.
Ich meine, wir können sie kann gerne mal durchgehen, habe ich die letzte Zeit gar nicht mehr gemacht, glaube ich. Mal die Aufstellung rauskramen hier. Nicht, dass ich einen vergesse. Kann ja mal ein paar Noten vergeben. Neuer, ja. Neuer maximal eine 3 oder ich weiß nicht. Also das Tor, ja. Ich meine, er war noch so gerade eben dran, so mit den Fingerspitzen. Kann man jetzt nicht vorwerfen, war schon scharf geschossen, das Ding, aber ja, so eine Weltklasse-Leistung hätte man den auch mal irgendwie halten können. Ja, meine Meinung. Wie gesagt, Note 3. Davis würde ich eine 2 geben. Boateng eine 8. Definitiv. Alter, war gar nichts. Alaba war für mich auch eine 2. Pavard ist eine 4 für mich. Goretzka, ja, eine 5. Aber auch nur, weil der Boateng eine 8 ist. Sonst hätte ich dem Goretzka auch eine 6 gegeben. Wie gesagt, der war null präsent. Thiago, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit eine 2. Gnabry ist für mich auch noch eine 4. Kimmich, ja, eine 3 mit einem Minus. Coutinho war eine 1 und Levi war eine 2. Levi hat so auch wieder gut geackert. Ansonsten, Perisic kam ja rein zur Halbzeit. Ja, war für mich auch eine 3, eine gute 3. Aber jetzt für eine 2 hätte er ein Tor machen müssen oder sowas. War okay, war eine solide Leistung. Müller, ja. Was soll man zu Müller sagen, ja? Man kann über Müller denken, was man will. Der kam rein, ich glaube nach einer Minute hat er das Tor vorbereitet. Nach 3 Minuten hat er einen gemacht. War natürlich geschenkt, vom Coutinho aufgelegt, also da musste er nicht mehr viel machen, aber er hat es halt gemacht und ja, muss er eine 2 geben, aber ich bitte euch. Die 20 Minuten, die er auf dem Platz war. Ja, und den 10 können wir natürlich nicht beurteilen. 82. für 8 Minuten. War auf jeden Fall heiß noch. Alle anderen waren schon so im Verwaltungsmodus. Er wollte noch irgendwie, er wollte noch zeigen, was er kann. Ne? So ein junger Jaus da kam er leider nicht mehr zu. Hätte man vielleicht mal ein bisschen eher was machen können. Wie gesagt, Goretzka hätte man auch eher rausnehmen können. Ich kann das verstehen, dass er dann nicht so ihn bloßstellen willst, dass er bis zur 90., 60. wartest dann. Aber hey, ich meine, Boateng hat da auch draußen nicht. Ich meine, gut, der war auch noch gelb vorbelastet, der wäre mit Sicherheit noch geflogen. Der hat ja gar kein Land gesehen, ne? Der hätte den nochmal gelegt. So wird der Flick wahrscheinlich auch argumentieren. Ich habe noch keine Stimmen gehört zum Spiel. Wird bestimmt nicht sagen, ja, der war so schlecht, ich muss ihn rausnehmen. Aber ja, Goretzka hätte auch eher rausnehmen können und hätte einfach mal. Wir haben 4 junge Jungs auf der Bank gehabt, hätte einfach mal, wenn es 3-1 steht, oder spätestens beim 4-1 hätte halt. Hätte auch mal irgendwie so einen jungen Jaust mal noch mal für 20 Minuten noch reinbringen können, nicht nur für 8 Minuten. Meine Meinung ansonsten, ich habe ein super interessantes Spiel gesehen. Ich konnte mich richtig aufregen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit konnte ich feiern. War alles super, war alles tutti. Und ja, ich bin gespannt. Die nächsten beiden Spiele müssen wir noch gewinnen. Nächste Jahr englische Woche, also in einer Woche wissen wir eine Menge mehr. Leipzig macht, wie gesagt, für mich einen stabilen Eindruck. In Düsseldorf muss auch erstmal 3-0 gewinnen, so eine Spiele. Ne? Haben sie gut gemacht, wird man jetzt auch sehen gegen Dortmund, in Dortmund. Ich meine, schön wäre, wenn die Dortmunder gewinnen würden. Traurig aber war, dass ich da mal zu Dortmund ein bisschen halten muss. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, dass die Dortmunder gewinnen werden. Ich denke, die Leipziger werden das machen oder ein Unentschieden. Und ja, wir gucken mal, was morgen Gladbach macht. Ich habe einen Gladbach-Sieg stehen. Ja, ich denke mal, die sind ganz froh, dass sie raus sind aus der Euroleague. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob es ein Vorteil sein wird, wird man sehen. Ich meine, alle anderen spielen international, die da oben stehen, ja. Muss man halt abwarten. Und ja, wie gesagt, wir warten mal die 2 Spiele ab. Nach der Hinrunde werde ich da mal ausführliches Fazit ziehen. Und ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ich bleibe auch dabei, dass wir dieses Jahr kein Meister werden. Klar, wir sind auf einem guten Weg, spielerisch und so weiter. Gar keine Frage. Aber ja, wir müssen auch nicht das 8. Mal hintereinander Meister werden. Nehmen auch den Champions League-Sieg mit ein bisschen Glück, ja. Mit ein bisschen Spielglück. Auslosung ist ja auch noch am Montag. Siehst du, da haben wir ja nächste Woche richtig was zu bereden. Jetzt zum Champions League-Spiel kann ich leider mal wieder nicht viel sagen. Weil ich nur die letzten 20 Minuten so halb gesehen habe. Ist halt leider so,
Aber wenn es jetzt so in die K.O.-Phase geht, ja, werde ich mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Dann werde ich irgendwie, muss ich noch was aushandeln, dass ich eine Stunde später anfange oder so, dass ich irgendwie was sehen kann. So geht's ja nicht, oder? Und ja, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch schönes Restwochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus, auch an meine Dortmunder Zuschauer. Ihr habt euch ja auch wieder gefangen. Hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass eure Mannschaft gegen den Trainer spielt, aber scheint sich ja dann doch irgendwie der Zorg durchgesetzt zu haben. Weil, ich meine, ist ja nun mal so, wenn da der Manager oder die Vereinsführung sagt, nee, der Trainer bleibt zu 100%. Ja, da muss so eine Mannschaft sich auch irgendwann entscheiden, spiele ich weiterhin gegen den Trainer oder nehme ich das dann so hin und muss da durch, ne? Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. Viele, oder fast jeder Dortmunder, den ich kenne, hat ja gefordert, dass er fliegt. Aber, ich meine, 3 Spiele souverän gewonnen und ja, schauen wir mal, ne? Ist halt auch so ein Thema, was man ja auch bei uns gesehen hat. Ich meine, bei uns hat man das auch klar gesehen, ja, wenn man 5-1 in Frankfurt verliert, kann man nicht davon reden, dass die Spieler sich den Arsch aufgerissen haben. Für den Trainer sieht man jetzt auch unterm Flick, das war ja sofort von 0 auf 100 eine ganz andere Einstellung. Ja, hätte sich unsere Vereinsführung auch hinstellen können und sagen, nee, der Kovac bleibt zu 100%. Aber der Rummenigge hat das ja schon bei der letzten Krise vor einem Jahr ja schon so. Besser am Rummenigge gegangen wäre schon weg gewesen. Von daher nimmt dir das dann auch so eine Mannschaft dann nicht mehr wirklich ab, ne? Das ist halt so der Unterschied gewesen. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich freue mich auch auf Dortmund-Leipzig. Ich werde es natürlich nicht gucken. Ist ja eh Dienstag unter der Woche, aber ich bin aufs Ergebnis gespannt. Und ja, wieder Mittwoch in Freiburg. Heikle Kiste für uns bisher immer gewesen, aber ich meine, wenn wir die Performance so auf dem Rasen kriegen wie heute und dann halt auch mal zumindest in einer von beiden Halbzeiten unsere Chancen nutzen, ja, Freiburg spielt gut, spielt eine gute Saison, aber es ist halt immer noch Freiburg, wir sind der FC Bayern. Also müssen wir uns da auch nicht in die Hose scheißen. Also. In diesem Sinne, jetzt aber genug gelabert. Haut rein, rot-weiße Grüße gehen raus und wir hören uns, ja, vielleicht Donnerstag. Ansonsten auf jeden Fall am Wochenende wieder. In diesem Sinne.